70 Kubik, Unterbodenbeleuchtung auf Hochglanz poliert, Bullen haben keine Bedeutung und wenn die Tachonadel steigt und ihr ganz laut schreit, Scooter-Tuning ist not a crime. 70 Kubik, Unterbodenbeleuchtung auf Hochglanz poliert, Bullen haben keine Bedeutung und wenn die Tachonadel steigt und die ganz laut schreit, Scooter-Tuning ist not a crime. Schon mit 15 hat es angefangen, das Scooter-Tuning lieber. Scheiß auf Hausaufgaben, Scooter-Tuning war mir wirklich lieber. Einen hammergeilen Kiesler und nen Sony-Auspuff, einen größeren Vergaser für noch mehr Ansaugluft. Kupplung war Rheumatik und den Riemen von Polini, alles abgestimmt auf Power und die Weiber in Bikini. Endlich Geld für nen Evo und ne neue Kurbelwelle. In den Sommerzeiten immer heizen und natürlich Rennduelle. Wenn der Bulle kommt, heißt es die Faust im Nacken. Einfach Schleichwege fahren, friss mein Staub, ihr Spacken. Keine Panik wegen Nummerschild, ich hatte niemals einen in Gefahren. Ohne Lappen, ohne Schiss von diesen Schweinen. Nach der Erfahrung kam auch langsam die innere Rotation. Der luxierte Downy und lackierte Spachtelaufrüstung. An der Schule hatten alle Typen immer was zu staunen. Mit nem Willy durch den Schulhof vor dem Lehrer abgehauen. Und das oft viel zu schnell. 25 Stundenkilometer Höchstgeschwindigkeit sind für die Jugendlichen ohne Reiz. Das kann wohl nicht schnell genug gehen. Mit ein wenig technischem Sachverstand sind im Frisieren oder neudeutsch Tunen kaum Grenzen gesetzt. Die passenden Teile lassen sich ganz legal im Internet bestellen. Dass ein Scooter fast so schnell wie ein Motorrad wird, ist der Zweck der Sache. Doch nach dem Alter der Kunden wird offensichtlich nicht gefragt, trotz der Gefahren. Das Tun ist sehr gefährlich, denn das Fahrzeug ist für diese Geschwindigkeit nicht ausgelegt. Maximal bis 45, 50 km/h, Bremsanlage, Fahrwerk, alles dafür ausgelegt. Und wenn man schneller fährt damit, dann packt das Fahrwerk das einfach nicht. Jetzt übertreibt man nicht. So schlimm ist es nun wieder auch nicht. Trotzdem sind wir in der Überzahl. Wir werden trotzdem weitermachen, egal was sie sagen. Mit Race Power auf dem Hinterrad zur Schule überhole ich 25er, das sind doch immer Schwule. Stage 6 Pro Sound über die ganze weite Stadt. Mein Heck ist so geil, verspachtelt und glatt. Meine Front, böser Blick und der Motor auf Hochtour. Über 10.000 Umdrehungen wechsel ich immer die Spur. Andere bleiben stur, nein, ich fahre lieber Mofa. Mit dem Fahrrad überholt ich ja ein ganz normaler Opa. Schon beim Start meines Motors drehen sich alle Leute um.